Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées, le font nos femmes esclaves. Pandemie hat viele Probleme an unserer Gesellschaft und an der Arbeitswelt mehr deutlich gemacht. Das alltägliche Hamsterrad von Pendeln, Schaffen, Hausarbeit, Schlafen spielen Frauen besonders, weil sie sich noch immer majoritär um die Care- und reproduktive Arbeit kümmern. Eine fundamentale Neuabteilung von der unbezahlten Arbeit kann just umgesetzt werden, wenn die bezahlte Arbeitszeit verkürzt wird. Die letzte Kehr, dass das in den 70er Jahren geschieht. Zudem ist Produktivität all Jahr an die Luft gegangen. Und in den letzten Jahrzehnten hat die Digitalisierung diese Entwicklung noch verstärkt. Wir Wien hat Frieden noch von der Konto plecken. Nicht die schaffen Leute, auch schon gar nicht die Frauen. Die einen laufen am Hamsterrad, das immer mehr sehr dreht. Andere verlieren ihre Arbeit oder leben in prekären Verhältnissen. Gleichzeitig profitieren denen Kapital gehört immer weiter und immer mehr davon. Ein Großteil der Leute, die zu Lützeburg arbeiten, sind Frontalien. Sie müssen mehrere Jahre von ihrem Leben am Stau oder auf vollen Tisch verbringen. Das schafft Stress und Zeit für Familienentspannung wird quasi inexistent. 40-Stunden-Woche ist nicht vom Himmel gefallen. Aber sie ist als Arbeitszeitverkürzung von Gewerkschaften und auch feministische Bewegungen erkämpft gehen. Wir müssen sie nicht nur für eine sogenannte Flexibilisierung von der Arbeit beschützen, sondern auch die Grundidee ausbauen. Am Platz von der Digitalisierung profitieren zu können, gehen wir an unsichere Arbeitsverhältnisse gedrückt, wo jeder flexibel muss sein, außer der Patron. Flexibilisierung heißt das nicht Männer, sondern mehr Arbeit, für allem für die Frauen. Wir müssen dafür sorgen, dass der technische Fortschritt nicht nur ein paar Reicher zugute kommt, mehr als alle Guten. Viele Frauen arbeiten nicht Vollzeit, weil sie Responsabilitäten für Care- und Hausarbeit daheim überholen. Und noch die einen Volltag schon, ob die warten in ihrer Freizeit noch mehr Arbeit. Frauen haben in der Pandemie am Homeoffice müssen noch nach Homeschooling zusätzlich mit ihren Kindern machen. Grenzen zwischen Beruf und Privat verschwunden und es bleibt immer mehr Zeit für ihr selber. Das heißt, es lässt sich nicht mit einer 40-Stunden-Woche eben alles in den Hut bringen. Schon lange für der Realität Rechnung zu tragen, muss die Arbeitszeit verkürzt gehen. Eine Verkürzung von der Wochenarbeitszeit ist aber auch die logische Konsequenz von steigender Produktivität. Wenn der Reichtum schafft, muss auch können davon profitieren. Monetär und zeitlich. Es muss endlich zu einer Umverteilung von der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern und zwischen den Klassen gehen. Arbeitszeitverkürzung für alle Geschlechter mischt Zeit frei für Familie und Freunde. Arbeitszeitverkürzung mischt Zeit frei für eine mehr gerechte Verteilung von der unbezahlten Care-Arbeit. Arbeitszeitverkürzung mischt Zeit frei für politischen, gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Engagement, wo Frauen viel zu dox unterrepräsentiert sind. Arbeitszeitverkürzung mischt Zeit frei für Hobbyen, für Sport, für sich als Mensch zu entfalten, für das Leben zu genießen. Männer schaffen bei gleichem Lohn aus keinem utopischen Rahmen, mehr eine Notwendigkeit für eine mehr gerechte Gesellschaft aufzubauen. Wir dürfen uns nicht mit Grimmeln wie einem zusätzlichen Feiertag zufrieden gehen, mehr eine tatsächliche Anpassung und Produktivitätssteigerung von den letzten Jahrzehnten erkämpfen. Wir müssen diesen Kampf für eine bessere Gesellschaft all zusammen feiern, den 8. März und alle anderen Tagen vom Jahr. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues.